Wie kürt platt? Moin und herzlich willkommen bei Wie kürt platt, dem Kanal für Plattdeutsch auf YouTube. Mein Name ist Timo und ich möchte gerne zusammen mit euch Plattdeutsch lernen. Ja, Plattdeutsch, was ist das eigentlich? Ich glaube, wir machen am besten mal eine kurze Übersicht bzw. Einführung. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf diese Karte. Die Gegend dürfte den meisten von euch bekannt vorkommen. Richtig, wir sind in Mitteleuropa, da liegt Deutschland. Und ihr seht, dass der nördliche Teil, also fast ein Drittel, gelb eingefärbt ist. Dieses gelbe Gebiet ist das Gebiet, wo Plattdeutsch gesprochen wird, beziehungsweise wo eigentlich Plattdeutsch gesprochen wird. Denn heutzutage können es ja die meisten nicht mehr. Aber das macht nichts, dafür haben wir ja unseren Sprachkurs hier. Wenn wir mal ein wenig näher ranzoomen, erkennen wir, dass sich das plattdeutsche Sprachgebiet aufteilt in mehrere Dialekte. Der Dialekt, der für uns interessant ist das Westfälische. Wir wollen uns in diesem Sprachkurs also mit dem westfälischen Platt beschäftigen und davon wiederum mit dem Plattdeutsch, welches sich ungefähr im Gebiet des Münsterlandes entwickelt hat. Nun denkt sich vielleicht der eine oder andere von euch, ja, Münsterland ist ja gut und schön, ich komme aber von ganz woanders her, vielleicht noch nicht mal aus Westfalen, vielleicht irgendwo, sagen wir mal, Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Und dann fragt ihr euch vielleicht, ist das denn für mich überhaupt hier interessant? Ist das für mich relevant? Oder lerne ich da jetzt irgendwie was ganz Falsches? Dazu muss man sagen, die verschiedenen Dialekte im Plattdeutschen sind natürlich schon ein bisschen unterschiedlich hier und da. Allerdings sind die Unterschiede nicht so groß, dass man jetzt damit überhaupt nichts mehr anfangen könnte. Insgesamt gibt es schon mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Wenn ihr dann mehr über den Dialekt direkt bei euch wissen wollt, wendet euch doch einfach zum Beispiel an eure örtliche VHS, dort findet ihr vielleicht etwas. Es ist allerdings auch so, dass selbst dann, wenn ihr direkt aus dem tiefsten Münsterland kommt, das, was ich hier euch erzähle, sicherlich ein bisschen anders ist als das, was ihr vielleicht bei euch im Dorf sprecht. Das liegt in der Natur der Sache. Die Dialekte sind wirklich von Dorf zu Dorf verschieden, sodass selbst zwei nahe beieinander gelegene Dörfer einen etwas unterschiedlichen Dialekt haben. Ihr seid also hier auf jeden Fall richtig, denn das eine Plattdeutsch gibt es sowieso nicht. Kommen wir damit zu einem weiteren Punkt unserer Vorbemerkungen, der Schreibweise, also der Orthographie. Im Plattdeutschen ist es, man kann sagen leider, so, dass es anders als im Deutschen keine allgemeingültige, festgeschriebene Rechtschreibung gibt. Im Deutschen haben wir ja den Duden, da steht drin, wie wir zu schreiben haben und welche Regeln es gibt. Sowas Ähnliches gibt es im Plattdeutschen zwar auch, aber halt nicht allgemeingültig. Im Gegenteil, es gibt gleich sogar mehrere solcher Regelversuche, die sich zum Teil auch alle widersprechen. Die Frage ist also, wie schreiben wir? Ich habe mich jetzt entschieden, die Schreibweise basierend auf Klaus Werner Kahl zu benutzen, aus seinem Wörterbuch des Münsterländer Platts. Zum einen, weil das die ist, die ich selbst am besten beherrsche, zum anderen, weil sie für die westfälischen Dialekte besser geeignet ist als beispielsweise die Schreibweise nach dem Sass, und schließlich finde ich rein optisch das Schriftbild etwas schöner. Ich habe mir erlaubt, noch ein paar kleine Modifikationen daran vorzunehmen, aber das werde ich euch dann noch im Detail zeigen. Als letzte Vorbemerkung noch der Hinweis darauf, dass es neben den Lektionen auch weitere Videos geben wird mit Hintergrundinformationen, beispielsweise was ist Plattdeutsch, wo kommt es eigentlich her, wo geht es hin, aber auch welche Dialekte gibt es und auch etwas zu dem Thema der Schreibweisen. Damit genug der Vorbemerkungen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Lernen wir Platt. Dies sind Mats und Saskia. Mats und Saskia sprechen Plattdeutsch. Die beiden sind recht junge Leute und sehen sich gerade zum ersten Mal. Beobachten wir ihr Gespräch. Moin, ich bin Mats und wer bist du? Moin, ich bin Saskia.
Freit mi, die kennenzulernen, Saskia. Dat freit mi auch. Wahrscheinlich habt ihr ungefähr verstanden, was die beiden gesagt haben, auch wenn ihr noch kein Plattdeutsch sprecht. Schauen wir uns ein paar der Ausdrücke etwas genauer an. Ich sin oder ich bin. Ich bin. Wobei ich bin eher im Norden an der Küste und weniger bei uns in Westfalen benutzt wird. Wer bist du? Wer bist du? Freit mi. Freut mich. Die kennenzulernen. Dich kennenzulernen. Schauen wir uns noch eine Begegnung der beiden an. Hey Mats, wo rei die dat? Hey Saskia, mi rei dat ruht. Und die? Mi rei dat auch ruht. Hier sind uns wieder neue Ausdrücke begegnet. Wo rei die dat? Wie geht es dir? Mi rei dat ruht. Mir geht es gut. Die beiden Gespräche, denen wir bis jetzt zugehört haben, fanden in eher ungezwungener, vertraulicher Atmosphäre statt. Im Plattdeutschen ist es auch unter Fremden üblich, sich gleich zu duzen. Tatsächlich gibt es für förmliche Anlässe aber auch auf Platt die Möglichkeit, sich zu siezen. Dies sind Herr Kampmann und Frau Brahm. Die beiden begegnen sich aus geschäftlichen Gründen gerade zum ersten Mal. Lauschen wir ihrem Gespräch. Goedendag, ik heit Kampmann. Wo heitet je? Goedendag, Herr Kampmann. Mein Name ist Brahm. Schön, you kennenzulernen, Frau Brahm. Hier sind uns wieder ein paar neue Ausdrücke begegnet. Goedendag, guten Tag. Ich heit, ich heiße. Wo heitet je? Wie heißen Sie oder wie heißt ihr? Mein Name is, mein Name ist. Anstatt je wird oft auch wie im Deutschen se verwendet, also zum Beispiel wo heitet se? Nachdem wir jetzt unsere ersten plattdeutschen Sätze kennengelernt haben, wird es Zeit, sich ein bisschen mit der Grammatik zu befassen. Ganz allgemein ist die plattdeutsche Grammatik der deutschen ähnlich. Es gibt aber auch Unterschiede. Man kann sagen, dass unsere Grammatik zwischen der deutschen und der englischen Grammatik anzusiedeln ist. Schauen wir uns einmal die Konjugation zweier starker, also unregelmäßiger Verben in der Gegenwartsform an. Dabei können wir uns auch gleich etwas vertrauter mit den Personalpronomen machen. Als erstes das wichtige Verb sein, auf Plattdeutsch sien oder auch wesen. Ich sin, du bist, he, se, et is, wie sind, je sind, se sind. Statt je sind auch chi oder i üblich. Auffällig und typisch für die meisten plattdeutschen Dialekte ist die einheitliche Form in der Mehrzahl. Sehen wir uns das Ganze noch einmal am Beispiel des Verbs heißen, auf Platt heiten, an. Ich heit, du hättst, he, se, et, hätt, wie heitet, je heitet, se heitet. Auch hier haben wir wieder die einheitliche Mehrzahl. Das wird uns bei allen starken, also unregelmäßigen, und schwachen, also regelmäßigen Verben so begegnen. Bei unseren beiden Beispielen für die Konjugation der Verben haben wir die Personalpronomen bereits im Nominativ kennengelernt. Schauen wir uns einmal alle Fälle an. Der Nominativ beantwortet die Frage darauf, wer oder was etwas tut. Erste Person ich, auf Deutsch ich. Zweite Person du, auf Deutsch du.
dritte Person männlich he, er, weiblich se, sie und sächlich et, es. Dann die erste Person Plural, wie bedeutet wir, ji, ihr und se wieder sie. Der Dativ beantwortet die Frage, wem etwas getan oder beispielsweise etwas gegeben wird. Mi, mir, die, dir, ihm, ihr und wieder ihm. Uns, ju, euch und ihnen. Der Akkusativ beantwortet die Frage darauf, wen oder was ein Verb betrifft. Mi, mich, die, dich, oder ihn, se, sie und et, es. Uns, ju, euch und se, sie. In vielen plattdeutschen Dialekten und bei vielen Sprechern sind Dativ und Akkusativ zu einem Fall, dem Nichtnominativ, verschmolzen. In den nordniedersächsischen Dialekten wird in der dritten Person Plural, auf Deutsch ihnen und sie, statt oder se meist das Wort jüm verwendet. Eine eigene Genitivform existiert übrigens nicht. Kommen wir damit zum Ende der ersten Lektion. Ich hoffe, ich habe eure Neugier geweckt und ihr habt Lust auf mehr bekommen. Wenn ihr euer Wissen vertiefen und eure Sprachfähigkeiten trainieren wollt, rate ich euch neben dem Kontakt mit anderen Plattsprechern unbedingt zum Besuch eines Sprachkurses, vielleicht bei der Volkshochschule eures Vertrauens. Zusätzlich dazu und zu unserem kleinen Sprachkurs hier könnt ihr auch nach weiterem Material zum Lernen und Üben suchen. Speziell für das Münsterländer Platt kann ich Dat Mönsterländer Platt von Rita und Rudolf Averbeck sowie den Sprachkurs Plattdeutsch und das Wörterbuch des Münsterländer Platt von Klaus-Werner Kahl empfehlen. Hilfreiche Ressourcen gibt es auch kostenlos im Netz. Auf plattmarkers.de findet ihr ein umfangreiches Online-Wörterbuch, welches nicht nur anzeigt, wo welche Wörter und Variationen nachweislich verwendet werden, sondern oft auch Zusatzinformationen, zum Beispiel zur Konjugation, bereithält. Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl, die Suchmaschine eurer Wahl zeigt euch bestimmt noch eine Menge mehr. Ich bedanke mich für euer Interesse und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Rotron!